An Michi wird klar, dass seine Kinder nicht zu ihrem Retour kommen. Und drum schlagt er die Handelschaft wieder zurück und will den Grund, den er nicht kaufen. Sei Alte meint, dass er spinnt und redet mit einer Irrenärztin. Schließlich sieht er ein, dass er das nächste Mal sei Alte auch fragen muss, vor dass er etwas Neues anpackt. Mit einem Saft von die roten Raner, von saut der Gregor ein Schürzen von der Rosi. Und wie er den Pfleg nachher ausputzen möchte, wird's nur viel schiercher. Drum kauft er heimlich eine Neiche und tauscht's aus. Aber das kommt auf. Zum Purzeltag von der Zinzi wird ausgelost, dass Josie eine Rede halten soll und Uschi einen Kuchen backen. Weil's das alle zwei nicht können, tauschen sie heimlich miteinander. Aber das kommt auf. Der Margot, sein preußischer Alter, hat ein Lied im Ohrwaschel und kommt nicht dahinter, wo das her ist. Erst wie er an Pfarrer sein Handy leiten hört, gespannt er, dass das aus einem indischen Film ist. Zwei Lausdirndln tratzen die Bürgermeisterin und leiten's dauernd aus der Amtsstube außer. Drum möchte es mit einer schierchen Krampuslarve erschrecken. Aber da erwischt's statt denen der Margot seinen preußischen Alten. Tina spinnt voll auf den Patrick und sagt ihm das. Aber der nimmt das nicht ernst und lacht drüber. Danach möchte er sich bei ihr entschuldigen, aber sie ist grantig und mag nicht mit ihm reden.